Hallo und herzlich willkommen zu einer bisschen anderer Episode von Filmlay. Für kurzem war mein Beitrag bei 11F Movie aufgefallen über die neue Lützeburgische Komödie Sarah, ein Film vom lützeburgischen Regisseur Adolf El Assal. In der Geschichte geht es um den Samir, aka DJ Scarab, ein DJ aus Ägypten, den gepackt hat, sich für den Dropbeat-Event zu Bresel zu qualifizieren. Wie für ob das Event feiert sein Wehen durch Lützeburg, ein Land, das er für noch nie hören wird. Du kommt verlehrten sein paar Bayern an seine Musik. Lo wird von der Polizei festgeholt und direkt als Flüchtling aufgestempelt. Tja, wie das Ganze so weitergeht und ob man zu Bresel kommt, das sehen wir dann den 20. März am Kino. So, genug geschwärzt, da gucken wir uns mal einen Trailer an. كسبت منها ايه الحفله دي يا باشا؟ رحله لبلجيكا. بلجيكا ومزيكا وامريكا. You are DJ. Yeah? DJ Scarab. You are DJ Scarab. You heard of me? No. Wait! That's my bus! Until you can prove your identity, you are the guest of the Grand Duchy of Luxembourg. The Grand Duchy? Let's go. I got this! I got this! There is no to. Yalla! Let's get out of this crazy country! I keep telling everybody I'm not a refugee. You DJs have the fingers for this job. Toi, tes conneries! Whoa! Whoa! I think we have a small problem here. Tu nous regardes droit dans les yeux. You're gonna be a star. Den ersten Eindruck vom Film sieht schon mal immens vielversprechend aus. Im Trailer ist schon mal aufgesehen, dass man hier wahrscheinlich einen immens unterhaltsame Filmwerte gesehen. Von der Optik auch vom Inszenatorischen sieht das für mich schon mal extrem gut aus. Das Ganze ist eine Produktion mit verschiedenen Kollaborationsstudioen aus Ägypten und der Belgien. Und das nämlich zählt auch für die Schauspieler, die multikulturell zusammengewürfelt sind, wie zum Beispiel Karim Kassem, ein Superstar aus Ägypten, oder der Jean-Luc Couchard, bekannt als Taxi 4. Natürlich sind noch Lützeburger Schauspieler dabei wie der Nilton Martins, Paul Robert oder Elisabeth Johannesdottir. Also ich gehe mir den Film schon mal 100% angucken. Erzählt mir mal einen Kommentar, ob die Film auch etwas für euch wert sind. Und dann in den nächsten Wochen gehen auf der 11F Movie Facebook-Seite, andere auf meiner Facebook-Seite Kinosticker verlost. In dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß bei Sava ab 20. März am Kino.